Ich hatte eine Zeit durch das Modeln, durch diese Welt, durch die Branche. Ich habe nie aufgehört, an Gott zu glauben. Ich habe nie den Weg, meine Werte verloren. Ich hatte ein Leben mit Jesus, aber kein Leben mehr für Jesus. Ich habe einen Gast dabei, Melaine. Und Melaine, als ich dich das erste Mal gesehen habe, war das vor 4 Jahren auf der Holy Spirit Night. Und da hattest du eine Message und ich habe die gehört und die ging mir so ins Herz, weil ich gedacht habe, krass, eine Frau, die auf der Bühne steht, in so jungen Jahren. Ich weiß nicht, wie alt warst du damals? 18. Ach, krass. Ja. 10 ich Jahre. weiß noch, meine Message hieß auch 18. 18 war. Come on. Ja. Und du standst so selbstbewusst auf dieser Bühne und ich habe dich gesehen und ich habe geliebt, wie du über Jesus sprichst. Und ich weiß noch, ich habe dann angefangen, dich zu googeln, weil ich gedacht habe, ich bin nicht auf Social Media, ich habe das nicht. Ich kannte dich nicht und dann habe ich gesehen, du hast so eine krasse Anzahl von Follower, du bist eigentlich bekannt, du bist Influencerin, du bist auch Model, jetzt 4, 5 Jahre später und du hast, bist mit Brands unterwegs wie Tommy Hilfiger, Carolina Herrera und das, was dich ausmacht, ist aber, dass du deine Plattform nutzt, um für Jesus zu erzählen. Come on. Erzähl uns doch ein bisschen, wie bist du aufgewachsen? Hast du schon immer an Jesus geglaubt? Warum ist der Glaube für dich so wichtig? Genau, also ich bin christlich erzogen worden von meinen Eltern, die sind auch heute da. Come on, yes! Ja, ich hatte echt das Privileg, Jesus schon von klein auf kennenzulernen und von klein auf von Jesus zu hören. Und wurde auch direkt von meiner Church immer zum Predigen gepusht. Die haben mich da direkt schon mit 12 Jahren auf die Bühne gestellt. Genau, und dann mit 14 habe ich angefangen, meine Videos in meinem Kinderzimmer zu drehen, meine Fotos hochzuladen und habe einfach nie damit aufgehört. Auch nie so wirklich, klar, es war schon immer so mein Traum so. Ich habe auch immer als Kind gesagt, Mama, Papa, irgendwann werde ich Model sein. Meine Mama hat mich sogar mit 6 dann zu so einem Modeljob gebracht und so. Also es war schon echt immer so in mir so ein Wunsch und ein Traum, vor allem das für Jesus zu benutzen. Und genau, dann irgendwann 2021 kam dann so ein Durchbruch und dann genau, eins nach dem anderen. Yes. Hattest du irgendwann mal Zeiten, wo du gemerkt hast, dass du wie so ein bisschen auf den Weg kommst, wo du merkst, okay, jetzt gehen Türen auf, es gehen die Modelwelt auf. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Man sieht dich hier im Hintergrund, wenn es verbunden ist. Genau. Wow. Sweet. Und trotzdem, was ich spannend finde, ist, dass man sieht im Hintergrund eben, du hast so krasse Modelbilder und du bist unterwegs und trotzdem hast du immer wieder Posts, man sieht es hier, ich versuche sie da ein bisschen einzublenden, wo du deine Bibel zeigst und wo du sagst, hey, du bist dran, Bibel zu lesen. Gab es Zeiten, wo du aufgewachsen bist, wo die Türen aufgegangen sind, wo du gesagt hast, du fühlst dich Jesus nicht mehr ganz so nah, weil ich glaube, wir kennen das oder wir wachsen auf, wir sind gläubig, wir sehen unsere Eltern, wie sie vor uns gehen, wie sie die Werte mit uns leben und uns weitergeben. Und trotzdem ist es ja immer eine eigene Entscheidung zu sagen, und ich möchte jetzt Jesus nachfolgen und ich möchte posten vor so vielen Menschen, dass ich gläubig bin. Wie war das bei dir? Also bei mir war es so, ich hatte noch nie wirklich Probleme damit, über meinen Glauben zu sprechen. Auch schon in der Schule, in der Grundschule damals, da hatten wir immer so ein Frühstück zusammen und ich habe immer gesagt, Leute, wir müssen erstmal beten. Und dann habe ich mit der ganzen Klasse für das Essen gebetet. Genau, und dann auch, als ich mit Social Media angefangen habe, ich habe auch schon immer über den Glauben gepostet gehabt. Es war für mich nie so ein Ding, aber tatsächlich zu dem Thema, dass man vom Glauben ein bisschen abkommt. Ich hatte eine Zeit durch das Modeln, durch diese Welt, durch die Branche, dass ich habe nie aufgehört, an Gott zu glauben. Ich habe nie den Weg, meine Werte verloren, aber ich hatte kein Leben mit Jesus und vor allem für Jesus. Ich hatte ein Leben mit Jesus, aber kein Leben mehr für Jesus. Und da hat Jesus mich dieses Jahr Step by Step durchgeführt und mir ganz, ganz klar gesagt und gezeigt, Melaine, ein Leben für mich wird dich viel mehr erfüllen als ein Leben für die Welt. Und genau deswegen, seit so 6 Monaten habe ich gesagt, Jesus, ich bin back on my knees gegangen, habe gesagt, Jesus, alles nur noch für dich, alles zu deiner Ehre. Deswegen auch mein ganzes Modeln, meinen ganzen Job, mein ganzes Social Media gehört Jesus. Und was auch immer Jesus damit tun will, I'm here for it. Ja. Darf ich nachfragen, wieso hast du das gemacht? Wieso bist du den Schritt gegangen, hast gesagt, okay, Jesus, ich gebe dir meine ganze Plattform hin. Ich meine, auf Instagram hast du 1,5 Millionen Follower, auf TikTok fast die ganze Schweiz, sind 7,1 oder wie auch immer Millionen Follower, wo dir nachfolgen. Du hast eine große Plattform, sieht so aus wie
als ob du es so erreicht hast oder die Plattform, wo wir uns alle manchmal wünschen, erfolgreich zu sein, Model zu sein, alle schauen auf dich und trotzdem klopft Jesus an dein Herz an und du entscheidest dich, ihm die Plattform hinzugeben. Hat dich das viel gekostet? Nee, tatsächlich nicht. Mich hat es viel gekostet, mein Leben nicht Jesus hinzugeben. Und deswegen, ich würde es auch wirklich allen Mädels hier, ich weiß, dass Social Media wirkt immer voll glamorous und die ganzen Stars und Social Media und Models, so, das wirkt alles so wie ein Traum. Aber diese ganzen Menschen sind verloren, die sind verloren und das erfüllt dich nicht, die Welt erfüllt einen nicht und es ist so, so wahr, weil ich habe es selber erlebt. Der Einzige, der erfüllt, ist Jesus und den können wir alle bekommen und das ist so krass. So ist es nicht meine Sache. Jesus ist die erfüllendste Sache auf dieser Welt, für die wir nicht mal arbeiten müssen, für die wir nichts tun müssen, für die wir nichts erreichen müssen, sondern sie ist einfach schon da. Jesus hat es uns schon gegeben. Deswegen war es für mich gar keine Frage von wieso, sondern es war so, wieso sollte ich nicht? Also wieso sollte ich nicht Jesus mein ganzes Leben hingeben? Das ist nicht mal eine Frage, es ist einfach nur eine Antwort und die ist ja. Come on, das ist stark. Ich habe gesehen, dass du in der Weihnachtszeit ganz bewusst deine Community aufgerufen hast, durch das Lukas-Evangelium zu gehen, dass du gesagt hast, irgendwie, das Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel und du möchtest jeden Tag mit ihnen dranbleiben, die Bibel zu lesen, ein Kapitel zu lesen. Das ist unglaublich evangelistisch, da bist du richtig rausgestanden. Was hast du da erlebt in der Zeit? Waren das Followers, wo gesagt haben, hey, voll cool, wir machen da mit? Oder hast du auch Hate dafür bekommen, weil sie gesagt haben, hey, du hast sonst viel auf Social Media gepostet, mit Fashion, mit Brands, wir wollen das nicht sehen. Wie war das bei dir? Tatsächlich sind meine Follower super, also die gehen extrem gut damit um. Die interessieren sich voll dafür. Also ich habe eigentlich echt gar kein Hate bekommen, sondern eher im Gegenteil, also eher positives Feedback. Und die Leute fanden es interessant und wollten davon hören und wollten, dass ich diese Videos poste, auch wenn ich so ein paar Mal nicht gepostet habe, meine ganzen Kommentare, wo ist Lukas, Kapitel 10? Und ich so, okay Leute, sorry. Deswegen, genau, also gerade im Gegenteil. Deswegen, ich kann euch echt ermutigen, Leute, die suchen nach Jesus, die wollen Jesus. Also habt da echt keine Scheu, zu Leuten zu gehen und über Jesus zu sprechen. Ja. Ich habe einen Kommentar gelesen, der war richtig herzig. Da hast du irgendwie die Bibel gepostet und drüber geredet und jemand hat gefragt irgendwie, ich muss unbedingt wissen, was ist das für ein Buch? Und du hast kommentiert, die Bibel. Amen, come on. Das ist ein einziges Buch, das man braucht. Ja, das ist so cool. Hey, was liebst du an Jesus? Warum postest du ihn? Warum sagst du möchtest Jesus an erste Stelle setzen in deinem Leben? Also die Antwort ist definitiv alles. Ich liebe alles an Jesus. Ich liebe, dass er uns nimmt, so wie wir sind. Er nimmt uns mit unserer Vergangenheit, er nimmt uns mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern. Ich liebe an Jesus, dass er uns Identität gibt, dass wir die nicht in der Welt suchen müssen. Ich liebe an Jesus, dass er uns bedingungslos liebt und dass er wirklich sagt, hey, ich nimm das Kreuz und ich stelle es zwischen dir und deiner Vergangenheit und ich mache einen Weg für deine Zukunft. Ich liebe an Jesus, dass wir immer wieder zurückkommen können. Und ich liebe auch das Gleichnis in Lukas von dem verlorenen Sohn. Ich liebe es, weil ich habe es auch vor kurzem eben in dem Lukas bei dem Adventskalender gelesen und ich musste weinen, Leute. Da waren so, meine ganze Bibel war nass einfach, als ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn gelesen habe, obwohl ich schon kannte. So, ich habe es zig Male gehört und trotzdem finde ich, da liegt so viel Wahrheit drin, so viel Klarheit drin, so viel Liebe drin, dass Jesus wirklich mit offenen Armen uns empfängt und auf uns wartet, obwohl wir alles, was er uns gegeben hat, wir können es einfach wegwerfen. Und Jesus wartet trotzdem auf uns und sagt, hey, ich bin da. Wenn du es ernst meinst, ich bin da und ich fange dich auf. Ja. Ja, du postest viel von deiner Bibel, du erzählst viel von deinem Glauben. Wie liest du die Bibel ganz praktisch in deinem Alltag? Also ich weiß, es gibt viele Menschen, die lesen die Bibel von vorne bis hinten. Ich bin gar nicht so, Leute. Ich kann das nicht. Ich brauche das. Ich bin sehr emotional und sehr sensibel. Und bei mir ist so, ich wache wirklich jeden Morgen auf und ich sage, okay, Jesus, was soll ich heute lesen? Und meistens gehe ich dann schon von Buch zu Buch. Also zum Beispiel, ich lese Korinther, ich lese Römer, was auch immer. Also, und dann lese ich das Buch auch zu Ende. Aber was ich ganz oft mache, ist Psalm zu lesen und mit Psalm Jesus zu anbeten. Oder ich liebe das Buch Jesaja. Es ist so ermutigend. Das habe ich jetzt gerade den ganzen November bis Dezember wirklich durchgelesen. Und es war für mich so ermutigend, dieses Buch. Genau, aber ich liebe auch ich liebe das die Evangelien, ich liebe die Bibel, Leute. Deswegen, also bei mir ist es echt so, ich wach auf
und entweder ich studiere die Bibel, also eben Korintherbrief, ich liebe den Korintherbrief auch, und dann habe ich nochmal ein extra Notizbuch, wo ich mir zu jedem Kapitel Notizen mache. Und das ist dann wirklich dieses Studieren, ich will lernen, ich will weise werden. Und es gibt dieses Emotionale, wo ich sage, okay, Jesus, ich will einfach, dass du zu mir sprichst und ich will einfach lesen, was deine Liebe für mich ist und was du getan hast. Ja. Cool. Ich glaube, Bibellesen ist ja in unserer Generation sehr herausfordernd manchmal, weil die Bibel in Konkurrenz steht mit Netflix und am Abend, wenn man nicht mehr so viel Energie hat, man manchmal denkt, ja, ich schaue jetzt lieber einen Film oder ich habe keine Zeit, bin so beschäftigt. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Wenn du jetzt erzählst, dass du regelmäßig die Bibel liest, hast du irgendwelche Tipps, wo du uns geben kannst, dran zu bleiben an dem Buch? Zu sagen, hey, ich bleibe dran, ich möchte die Bibel lesen, auch wenn es für mich manchmal herausfordernd ist in dem Alltag. Ich habe so viel anderes zu tun. Ich glaube, es hat viel mit Consistency zu tun, also mit dranbleiben. Das ist so wie ins Gym gehen, würde ich sagen. So, ich weiß nicht, wie viele von euch ins Gym gehen oder Sport machen, aber am Anfang, wenn man damit anfängt, es ist Pain. Du denkst dir jeden Tag, ich habe so keine Lust auf Sport. Aber Leute, irgendwann, wenn du es 3 Monate durchgezogen hast, 4 Monate durchgezogen hast, dann ist es so Alltag, dass du dir keinen Tag mehr ohne das Gym vorstellen kannst oder ohne Laufen oder ohne Sport, weil es dir so viel gibt. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit der Bibel. Am Anfang ist es vielleicht schwer, in einen Rhythmus reinzukommen und zu sagen, hey, okay, doch, ich priorisiere meine Zeit mit Jesus und ich wache jeden Morgen 1 Stunde früher auf, um die Bibel zu lesen. Und es ist am Anfang vielleicht schwer, es ist am Anfang eine Challenge, aber ich verspreche euch, macht das mal 3, 4 Monate und ihr merkt, wie es euch verändert und wie es eure Mitmenschen verändert, wie es euer Leben verändert, wie viel es euch gibt, seelisch in eurem Alltag. Und dann ist es, dass du morgens aufwachst und du kannst gar nicht mehr ohne die Bibel. Also wirklich, ich habe es in meinem Leben erlebt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Consistency da ein großes Ding ist. Das heißt ganz konkret, du wachst am Morgen extra früher auf, egal, ich glaube, du bist sicher viel unterwegs, wenn du Modelanfragen hast oder sonst auf Instagram Sachen machst, postest. Hast du dir einen Wecker gestellt, dass du sagst, hey, jeden Morgen nehme ich mir extra Zeit für das? Ja, gerade während Stressphasen, also gerade wenn ich unterwegs bin auf Fashion Week oder was auch immer, gerade da zu sagen, hey, ich stehe 1 Stunde früher auf und ich gehe in den Spirit und ich mache Worship, ich lese die Bibel, weil ohne das kommt man viel, viel schneller leicht wieder weg von Jesus oder raus aus dem Spirit. Und da einfach zu sagen, so, hey, ich bleib da dran und egal wie viel weniger Schlaf ich dadurch bekomme, so, es wird ein Segen sein. Merkst du einen Unterschied, wenn du am Morgen die Bibel gelesen hast und wenn du sie nicht gelesen hast, wenn du den Tag startest? Ja, und dann weiß ich brauche die Zeit noch. Okay. Also wenn ich es nicht morgen mache, dann wird es am Abend passieren. So, I need it. Aber safe ist es ein anderes Gefühl, in den Morgen zu starten mit Jesus und direkt schon da drin zu sein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Muss. Also ich würde jetzt nicht sagen, Leute, ihr lest die Bibel nicht morgens. So, weil Jesus wirkt die ganze Zeit. Und solange man im Spirit ist, solange man im Spirit geht, ob es jetzt morgens, mittags oder abends ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, nur morgens ist es immer leichter, weil dann macht man es direkt abends und immer was mal wieder und so. Genau. Aber es ist schön, dass du diesen Punkt ansprichst, weil ich glaube, gerade wenn du im öffentlichen Leben drin bist, oder du bist immer wieder konfrontiert von Kommentaren von außen, gerade auf Instagram, ich meine, jeder kann dir einen Kommentar schreiben, positiv, auch negativ. In der Modelwelt, ich kenne ehrlich gesagt die Modelwelt nur von Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da hat man so ein bisschen ein Bild und da weiß man, hey, da wird kommentiert und das ist hart und da kriegt man krasse Kommentare. Wie gehst du mit dem Ganzen um, dass du morgens aufstehst und sagst, okay, du läufst nach draußen in eine Welt, die Jesus nicht verherrlicht. Du gehst da rein, du hast Modeljobs, du wirst hart kommentiert. Wie behältst du da die Identität von Jesus, von dem Spirit, den du am Morgen spürst? Also ich habe eine Regel, bei mir gibt es eine Handvoll von Menschen, der ich die Erlaubnis gebe, in mich hineinzusprechen. Und weil ich hatte schon vor Social Media viel zu kämpfen mit Menschenmeinungen. Es war mir immer relativ wichtig, was Menschen über mich sagen oder immer, wenn was über mich gesagt wurde, war ich so, oh, stimmt das? Und es hat mich so voll unsicher gemacht. Und deswegen hat mir Jesus aufs Herz gelegt, hey Melaine, es ist super wichtig, gerade jetzt, wo so viele Menschen Meinungen über dich haben und so viele Menschen dich aus einem verschiedenen Blickwinkel auch kennenlernen oder sehen, ist ja auch immer eine Sache, der wahrnimmt. Also es gibt
diese Millionen Menschen, jeder wird mich anders wahrnehmen und jeder wird was anderes über mich sagen. Und da einfach eine Handvoll von Menschen zu haben, wo ich sage, hey, die lieben Jesus von ganzem Herzen, die lieben Gott von ganzem Herzen, die führen auch ein Leben, wo ich sage, es ist ein Vorbild für mich, so wie die leben, würde ich auch gerne leben. Und das ist eben eine Handvoll von Menschen. Und da, wenn die zu mir kommen und sagen, hey Melaine, das ist nicht so nice, da musst du dich bessern, das musst du anders machen, den Rat werde ich mit offenem Herzen annehmen. Aber alles Weitere, wo es Menschen versuchen reinzusprechen, die mich eigentlich nicht kennen, die nicht mein Herz kennen, die nicht wissen, wer ich bin, genau, damit bin ich vorsichtig. Es ist nicht, dass ich sage, ich nehme den Rat nicht an. So, man kann ja alles hören und dann gucken, was kommt ins Herz und was kann wieder raus. Ja. Und ich glaube, das ist mega wichtig für uns zu hören. Ich finde, das ist so ein schöner Tipp, den du uns mitgibst. Und vielleicht kannst du dir selber die Frage stellen, was sind Menschen in deinem Leben, wo in dein Leben hineinsprechen dürfen und welche dürfen nicht in dein Leben hineinsprechen. Ich weiß noch von meiner Jugendzeit, dass ich auch sehr herausgefordert war. Oder du wächst auf, du kommst irgendwann in eine Phase, wo du schön sein möchtest, wo du ankommen möchtest, wo du merkst, hey, du hast viele Freunde und dann rutscht man manchmal vielleicht in einen Weg hinein, wo man Dinge macht, wo man eigentlich nicht wollte, einfach um gut dazustehen. Deshalb fragt euch vielleicht wirklich die Frage, nehmt das mit, was Melaine gesagt hat. Welche Leute dürfen in dein Leben hineinsprechen und welche Leute sprechen nicht in dein Leben hinein? Hast du uns da einen konkreten Tipp noch dazu? Ich glaube, ich würde mich an dem orientieren, woran ich mich auch orientiere. Sind es Menschen, die Gott lieben, die Jesus lieben, die ein Leben führen, wo du selber sagst, hey, das ist für mich ein inspirierendes Leben. Ja. Und diese Menschen aussuchen. Ja. Und wenn Stimmen kommen, die nicht von diesen Menschen sind, dann leg es bei Jesus ab. Komm zu Jesus, lest die Bibel. Leute, in der Bibel steht so viel Wahrheit über uns. Deswegen Bibel lesen, Leute, es ist einfach wichtig für uns, weil da steht so viel Wahrheit und Identität über uns drinnen, die wir einfach lesen können, die Jesus schon längst über uns ausgesprochen hat, die Gott schon längst forciert hat. Und wenn wir da wirklich reingehen und das immer wieder uns vor den Augen halten, dann glaube ich, wenn wir darin beständigt werden, in Jesus und in ihm unsere Confidence und Selbstbewusstsein finden. Come on. Wenn du jetzt so einen Job annimmst und dort drin bist und in dieser Modelwelt drin steckst, ist das ja schon auch eine Welt, wo einfach viel verglichen wird. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Modelwelt ist sehr hart. Man vergleicht sich schnell. Man ist vielleicht fast schon ein bisschen in diesem Stolzheit drin, weil viele Menschen dich auch anschauen, dich anhimmeln. Nimm uns ein bisschen mit, so behind the scenes. Was erlebst du dort? Und wie kannst du dort selber mit deinem Glaube drin sitzen? Du hast vorher erzählt, dass du immer wieder merkst, wie Gott dir zeigt, dass du das Licht sein darfst. Kannst du da noch ein bisschen drüber erzählen? Also ich glaube, es ist super wichtig, ganz klare Grenzen zu haben. Und das habe ich auch erst seit kurzem verstanden. Ganz klare Grenzen zu setzen und sagen, hey, hier und nicht weiter. Und das sind in 3 verschiedenen Themen. Einmal in der Selbstpräsentierung, weil natürlich mein Job, ich präsentiere mich selber, es ist einfach so. Und da zu sagen, wann ist die Grenze, wo ich sage, okay, jetzt ist es selbst oder wo kann ich noch auf Gott zeigen? Weil ich will nur noch Dinge tun, nur noch auf Jobs gehen, wo ich sage, okay, das ehrt Gott. Weil alles, was wir tun, soll Gott ehren. Und Jesus lebt in mir, daran glaube ich. Und der Heilige Geist lebt in mir, daran glaube ich. Und deswegen weiß ich auch, dass wenn wir uns, auch wenn ihr in eurer Schule, auf eurem Job, wo auch immer ihr seid, so ihr repräsentiert Gott 24/7. Und da einmal Grenzen zu setzen. Dann in der Freizügigkeit, Klamotten, großes Thema, Riesenthema. Hat Gott auch super viel in meinem Herzen getan. Da gehe ich sogar wirklich auf Modeljobs und wenn die sagen, hey, du musst das anziehen und ich sage, hey, ziehe ich nicht an. Und die sagen, nein, musst du, dann sage ich entweder, ihr nehmt mich mit meinen Werten oder ihr kriegt mich nicht. So, weil ich glaube einfach, dass ich will nicht nur gebucht werden für mein Aussehen. So, ich weiß, es ist mein Job, aber so, ihr bucht mich, ihr bucht Melaine. Das heißt, ihr bucht mein Glaube, ihr bucht meine Werte und ihr bucht alles, was mit mir kommt. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, das sagt auch Jesus. Jesus spricht in der Bibel und sagt, hey, zu seinen Jüngern, wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Ja. Und das habe ich so für mich genommen, weil ich war so, Jesus, du hast so recht. Wenn mich jemand nicht annimmt mit dem, was du für gut heißt, dann will ich da gar nicht sein. Dann will ich das gar nicht machen, weil es dich nicht länger ehrt. Ja. Komm an. Danke. Genau. Und auch dann noch der dritte Punkt, wo man Grenzen setzen muss, ist Lifestyle.
Weil obviously, ich glaube, wir wissen es alle, die Modelbranche ist ein crazy Lifestyle. Großer Alkoholkonsum, große Drogenszene, große, auch mit Männern und so. Und da ganz klare Grenzen zu ziehen. Ich gehe auf keine Partys, ich trinke keinen Alkohol dort, ich mache meinen Job, ich gehe nach Hause, Punkt aus Ende. So. Und auch klare Grenzen zu setzen da. Genau, so gehe ich quasi in die Welt rein, mit Grenzen, mit Werten. Ja. Das ist voll relevant. Hast du auch mal irgendwie Momente gehabt, wo du Grenzen gesetzt hast und Menschen haben dich dann dementsprechend gesagt, ja gut, dann wollen wir dich nicht haben oder dich ausgeschlossen haben? Gab es irgendwo Situationen, wo du gemerkt hast, dass du wirklich an andere Grenzen dann gestoßen bist? Ja, es gab auch schon Jobs, die ich abgesagt habe, die ich nicht gemacht habe aus diesem Grund, weil eben die Sachen zu freizügig waren oder ich nicht mit den Werten von der Marke mich identifizieren konnte. Genau, gab's auch, also ich habe schon viel abgesagt aus diesem Grund. Aber ich weiß es, also es ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass das, was Jesus mir geben wird, das wird easy kommen. Und alles, was nicht für mich ist, das will ich auch nicht. So, ja. Ja, das ist so stark und das ist mega stark zu hören, wie du damit umgehst und wie du gesunde Grenzen setzt. Wie unterscheidest du, wenn du hast vorher erzählt, dass du mit Gott ins Gebet gehst und fragst, hey, was mache ich nicht? Gewisse Dinge machst du dann nicht, weil du seine Stimme hörst. Wie hörst du denn ganz konkret seine Stimme in deinem Alltag? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich liebe es, den Heiligen Geist zu hören. Ich liebe es, Jesus seine Stimme zu hören. Und ich glaube eben, dass man Jesus hört durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, man kann den Heiligen Geist hören, wenn man im Spirit lebt. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn dein Alltag Jesus ist, dann ist es so viel einfacher, seine Stimme zu hören. Jesus sagt, meine Schafe erkennen meine Stimme. Wenn ihr jetzt hier 3 Frauen zum Beispiel auf die Bühne stellen würdet und dann lässt ihr einen Song spielen, den Song habt ihr noch nie gehört und dann fragt man euch, sagt mal, wer die Sängerin davon ist. Keiner von uns würde es wissen, weil wir nicht die Stimme zu der Person wissen. Also wir hören zwar die Stimme, aber wir wissen nicht, wer ist die Person. Und ich glaube, das ist so ähnlich mit Jesus. Jesus spricht zu uns die ganze Zeit durch Gedanken, durch Eindrücke, durch Menschen. Er ist die ganze Zeit um uns herum. Aber wenn wir seine Stimme nicht kennen, dann werden wir nicht erkennen, dass es Jesus ist oder dass es der Heilige Geist ist, der spricht. Und ich glaube, deswegen ist die stille Zeit mit Gott täglich so wichtig, weil nur wenn wir mit Jesus Zeit verbringen, wenn wir um diese Beziehung kämpfen und wirklich für Jesus und mit Jesus leben wollen, nur dann öffnen sich die Wege für den Heiligen Geist. Es ist auch ähnlich wie im Gym so. Du kannst nur Muskeln aufbauen, wenn du ins Gym gehst und wenn du dich richtig ernährst, wenn du dich proteinreich ernährst. So. Und genauso ist es mit dem auf den Heiligen Geist hören. Es ist ein Prozess, es ist ein Lernprozess. Aber je öfter wir lernen und je mehr wir auch darauf vertrauen, dass es der Heilige Geist ist und wir einfach mal probieren. Wenn Jesus dir sagt, hey, sag der Person, ich liebe sie. Ja. Und wir machen es einfach. Wir wissen nicht, vielleicht bin es ich, vielleicht war es Jesus, aber wir machen es einfach. Dann lernen wir Schritt für Schritt und immer besser und immer mehr, was Jesus' Stimme ist und was unsere ist. Oder auch die Bibel. Die Bibel zeigt Jesus seine Stimme so klar. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem eine Situation, da ist meine Assistentin zu mir gekommen. Das ist eine ältere Frau und sie hat mir erzählt, dass ihre Schwester gestorben ist. Und wir haben ein bisschen kurz drüber geredet und sie meinte, sie muss jetzt nach Kroatien fliegen für den Mann ihrer Schwester und ihm helfen, weil er kann die Beerdigung nicht bezahlen. Und so haben wir ein bisschen geredet, dann sind wir aus dem Thema abgeschwichen. Dann hat sie mir hat gesagt, hey, ich war vor ein paar Tagen bei dir in der Wohnung, habe für dich gearbeitet und ich habe Geld in deiner Jackentasche gefunden und hat mir das Geld gegeben. Und ab dem Moment, wo ich dieses Geld anfasse, ich höre, Jesus sagt, Marlene, das ist nicht dein Geld, das ist ihr Geld. Und ich so, okay, ich habe das Geld genommen. Ich so, okay, ich muss jetzt erstmal beten drüber, weil vielleicht war das ja mein Gedanke so. Man weiß ja nicht, ja, vielleicht war es mein Gedanke, ja. So, vielleicht war es nicht Jesus. Und ich wollte gerade so in den Spirit gehen und Jesus spricht zu mir, Marlene, es steht doch in der Bibel, wer hat, der gibt. So, es ist literally, es steht geschrieben, du musst mich nicht einmal fragen, it's not even a question. Und ich bin sofort, ich habe Buße getan, ich so, Jesus, tut mir leid, sofort zu ihr gegangen, ihr das Geld gegeben, gesagt, hey, Jesus liebt dich, Jesus segnet dich. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo oft Gott einfach zu uns spricht, schon durch die Bibel, wo wir einfach nur lesen und lernen. Jesus hat uns so viel gesagt, wenn wir die Evangelien lesen, so viel schon geteacht. Und ich glaube, wenn wir das wirklich in unserem Leben annehmen, dann ist es einfach, auf den Heiligen Geist zu hören. Weil du lernst, du verstehst und dann einfach zu tun, einfach zu machen. Ob es jetzt, vielleicht war das auch wirklich mein Gedanke, I don't know. Wäre es schlimm gewesen? Nein, weil ich habe sie, oder Jesus hat sie gesegnet.
Und ich glaube, da einfach manchmal mutig zu sein und einfach die Schritte zu gehen, auch wenn man nicht 100% sicher ist. Genau, ja. Cool, danke für die Story. Die ist sehr ermutigend. Und ich glaube manchmal, dass wir uns selber im Weg stehen und das Gefühl haben, wir fragen lieber den Heiligen Geist nicht, weil wir schon wissen, dass er uns manchmal herausfordert. Von dem her, ihr Lieben, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich immer wieder, die Wege Gottes zu gehen und zu fragen, was gibst du mir aufs Herz? Wenn jetzt jemand da ist und sagt, hey, er ist ganz neu für Jesus entschieden, es ist alles noch neu. Wer ist der Heilige Geist? Wie würdest du ihn beschreiben? Wie ich den Heiligen Geist beschreiben würde? Das ist eine sehr krasse Frage. Ich glaube, ich würde ihn beschreiben wie einfach Frieden, ein richtiger Frieden, ein liebevoller Frieden. Und wie so eine leise Stimme. Eine leise Stimme, wo du aber ganz genau weißt, das ist die eine Stimme. Genau, ja. Du hast vorher noch erzählt, dass du dir immer wieder Zeit rausnimmst, um auf Jesus seine Stimme zu hören. Du hast auch mal erzählt, dass du in der Woche angefangen hast, einen Sabbattag zu machen. Erzähl uns, wie sieht ein Sabbattag bei dir aus? Also mein Sabbattag sieht immer unterschiedlich aus, kommt immer darauf an, was Jesus heute an dem Tag von mir will. Aber ich würde sagen, so ein normaler Sabbattag ist aufstehen, frühstücken, Bibel lesen, Zeit mit Gott, Worship. Ich liebe Worship auch. Und dann gehe ich meistens zu meinen Eltern, die wohnen literally um die Ecke bei mir und verbringe dann den Tag mit meiner Fam. Wir essen zusammen. Genau, so sieht meistens dann mein Sabbat aus. Also wirklich ganz entspannt, ganz low-key. Ja. Was machst du mit deinem Handy an dem Tag? Gute Frage. Also ich lege mein Handy nicht weg, ich bin ehrlich, aber ich poste nicht an dem Tag. Und ich versuche so wenig wie es geht auf Social Media einfach zu sein. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich da nicht, also allgemein nicht so ein, wie auch vorher kurz gesprochen, allgemein nicht so ein großes Ding bei mir ist, aber genau, da einfach noch mehr drauf bewusst zu achten, so mit Menschen. Weil ich glaube, es ist leichter, nicht am Handy zu sein, wenn man mit Menschen ist, finde ich. Also wenn man mit Freunden ist, mit Familie ist, dann ist es automatisch, dass man nicht ans Handy geht. Deswegen wäre das vielleicht so ein kleiner Tipp, so wenn man ein bisschen seinen Handykonsum runterschrauben will, dann einfach sich mit Freunden zu treffen, irgendwas anderes zu machen, was einem wirklich was gibt, anstatt am Handy zu sein. Ja. Was ich bei dir bewundere, ich habe jetzt Melanie in der letzten halben Stunde so ein bisschen kennengelernt, ist wirklich, dass du deine Plattform nutzt, um Jesus groß zu machen. Egal wie groß deine Plattform ist, du hast es vor 4 Jahren, da war sie noch viel kleiner, jetzt bist du groß, bist du Influencerin, bist du bekannt in der Welt und du nutzt deine Plattform immer noch für Jesus und das ist mega ermutigend. Ich habe bei der Vorbereitung von der Session habe ich gemerkt, dass immer wenn ich in Gesprächen bin mit Jugendlichen, ein Wunsch, den wir alle in uns drin haben, ist zum Teil Influencer zu werden, bekannt zu sein, Bühnen zu haben, drauf zu sein. Du hast es geschafft, dein Weg ist irgendwie dort, Gott hat deine Plattform genutzt, hat sie groß gemacht. Die hören jetzt ganz viele zu, was würdest du ihnen sagen? Ich würde euch raten, dass ihr, wisst ihr, es ist allgemein so ein Ding, es gibt auch so ein Sprichwort, das Gras ist immer grüner, oder? Kennt ihr das? Gras ist immer grüner auf der anderen Seite oder so? Also es ist immer, wenn man das Leben von anderen anschaut, es ist gefühlt immer besser als das von einem selber. Und ich verstehe dass es dieser Traum von Modeln, von Influencer, auf Bühnen stehen, was auch immer, dass es sowas ist, was man gerne haben will. Bei mir war es ja auch so, ich habe auch davon geträumt. Aber ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass Gott Berufung gibt und dass Gott Berufungen aufteilt auf Menschen. Und ich weiß nicht, wieso Gott mich dazu berufen hat. Ich habe es tatsächlich sogar, also bevor das überhaupt alles kam, habe ich schon Prophezeiungen bekommen. Also ich wusste, es wird passieren. Ich wusste, Gott wird mich gebrauchen in einem größeren Bereich, sage ich jetzt mal, weil Gott mich da einfach hingerufen hat. Also es ist alles Ehre Gott so. Und da ist es so wichtig, dass man sagt, hey, was ist meine Berufung? Wo ist mein Calling? Es ist auch so, wisst ihr, auch dieses Vergleichen-Thema. Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel und Gott sagt zu dir, meine Tochter, ich hatte so viel mehr für dich. Ich hatte so viel schöne Dinge für dich vorbereitet. Aber du hast immer versucht, dich zu vergleichen, versucht, wie andere zu sein, versucht, cooler zu sein, das zu machen wie die anderen. Aber Gott hat deinen eigenen Plan für dich vorbereitet. Und stell dir das mal wirklich vor, du kommst in den Himmel und Gott sagt dir, hey, ich hatte so viel mehr für dich, wenn du einfach auf meine Stimme gehört hättest,
meine Berufung für dich angenommen hättest, dann hättest du so viel mehr erleben können, so viel mehr sehen können, was für Gott in deinem Leben bestimmt war. Und es gibt ja auch die Geschichte, wo auch das Gleichnis von Jesus, wo jemand Münzen an 3 verschiedene Leute gibt. Also kurz so ein bisschen simpel gesagt. Einer hatte 10, glaube ich, gegeben und dann 5 und 1 oder so. Und der, wo 10 bekommen hat, hat es vermehrt. Der 5 bekommen hat, hat es vermehrt. Und der nur 1 bekommen hat, hat ihn vergraben und gesagt, hey, ich wollte, dass auf gar keinen Fall irgendwas damit passiert. So, ich wollte es beschützen. Und er sagt, hey, warum hast du es nicht vermehrt? Und ich will die Person sein, die sagt, Jesus, das, was du mir gibst, das will ich vermehren. Ja. Egal wie klein es in den Augen von Menschen scheint, egal wie unscheinbar es scheint, mit dem, was ich bekommen habe, ich will vermehren. Ja. Und ich will in den Himmel kommen und wissen können, ich habe Gottes volles Potenzial, das er mir gegeben hat, genutzt, so wie er es für mich wollte. Und die ganze, Leute, in der Bibel spricht Jesus so oft davon, dass das Himmelreich wie ein Senfkorn ist. Und das Himmelreich ist klein. Und das, nicht klein, aber es fängt mit einer kleinen Sache an und die wächst. Die gedeiht. Ich kenne eine Story von jemandem, da ist, der Vater hat eine Bibel geschenkt bekommen und nur deswegen ist seine ganze Familie zum Glauben gekommen. Nur weil eine Person eine Bibel geschenkt hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Nur wenn du zu einer Person gehst und ihr irgendwas sagt, ein Kompliment, egal was es ist, das kann Berge versetzen, das kann Wunder machen. Und ich glaube, da wirklich immer an das Kleine zu glauben und zu wissen, dass egal was ich tue, egal wie klein es scheint, egal wie unscheinbar es scheint, Gott kann so große Dinge daraus machen. So große Dinge. Ja, und das ist, ich glaube, das, was es so besonders macht, dein Herz. Oder das, was ich auch gespürt habe bei der HSN-Night, wo du da gepredigt hast, dass du möchtest in deinem Leben Jesus verherrlichen. Du möchtest Jesus nachfolgen. Und bei dir sieht das so aus, bei dir zu Hause oder bei dir sieht das vielleicht anders aus. Ich habe mal jemanden gehört, der mir gesagt hat, vergleiche dich nicht mit dem Calling, das die Person rechts und links von dir hat. Und wenn du jetzt mal rechts und links von dir schaust, dann sitzen vielleicht Freunde neben dir, vielleicht jemand Fremdes neben dir, vielleicht schaust du Melaine gerade an oder mich hier oben und es ist nicht immer das Calling, das Calling, das du hast, ist ein anderes Calling als die Person, die neben dir hat. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Aber das Calling, das wir alle haben, das hast du vorher mega schön gesagt, ich wiederhole das nur, ist, Jesus nachzufolgen. Und die Plattform, die wir haben, zu nutzen, um sein Königreich zu bauen. Und ich finde, Melaine, da bist du uns ein großes Vorbild, dass du deine Plattform Gott hinlegst. Du hast gesagt, die Plattform gehört ihm auf TikTok. Das ist ein krasses Statement, das du machst. Als Schluss möchte ich noch fragen, hast du Tipps? Ich glaube, viele von uns haben Social Media. Wer hat Social Media? Instagram, TikTok? Okay, die Hände gehen alle hoch. Hast du uns Tipps? Wie können wir natürlich von unserem Glauben erzählen auf dieser Plattform? Wie können wir Jesus verherrlichen und sagen, er ist, an den ich glaube, ich möchte der Welt erzählen, meinen Freunden erzählen, dass Jesus mein Herr ist, dass ich an ihn glaube? Tatsächlich ist es sogar sehr einfach, auf Social Media über den Glauben zu posten. Ich meine, ihr habt alle gestreckt bei Social Media. Wir kennen ja die ganzen Trends, auch die ganzen TikTok-Sounds, TikTok-Trends. Und die kann man so einfach in ein christliches Video umwandeln. Es ist crazy. Oder es muss auch nicht unbedingt direkt ein komplett christliches Video sein und Jesus, wenn man sich damit nicht wohlfühlt. Man kann auch einfach Werte weitergeben und Werte vermitteln mit einem Video, mit einem Foto. Genau, das wäre so mein Tipp. Ja, wie man es auf Social Media einfach machen kann. Einfach die Trends nehmen und einfach zu einem Guten wenden. Ja. Und da möchten wir euch ermutigen. Wir alle haben eine Plattform in unserem Leben. Und egal wie deine Plattform aussieht, bei mir ist meine Plattform momentan meine kleine Tochter zu Hause und das ist eine Riesenplattform für mich. Deine Plattform sind vielleicht deine Familie, wo Jesus noch nicht kennt, deine Freunde, wo Jesus noch nicht kennen. Vielleicht ist deine Plattform deine Schulfreunde, so wie Melaine vorher gesagt hat, dass sie gesagt hat, und sie ist einfach hingesessen und hat gesagt, ich möchte beten. Weil ich das mache, weil ich an einen Jesus glaube, der mir vorausgeht. Und wir alle, wenn wir uns hier rumschauen, wir haben so viel Potenzial, die Welt zu verändern. Und manchmal suchen wir so und haben Träume und suchen so das Weite, aber Jesus legt dir etwas für die Füße heute. Und wir haben bei der Vorbereitung ganz stark das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist heute freisetzt. Melaine, was hast du für unsere Generation auf deinem Herzen? Was ist dein Gebet, wenn du in all die Gesichter jetzt schaust, die jetzt uns hier zuhören? Was hast du auf dem Herzen?
ich glaube, ich habe es sehr, sehr stark auf dem Herzen, dass wir eine Generation werden, die zurück zu ihrer ersten Liebe geht. Und die erste Liebe heißt Jesus. Dass wir zurück auf unsere Knie gehen und sagen, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir, mein ganzes Sein gehört dir. Weil du uns zuerst geliebt hast, lieben wir dich. Und es gibt wirklich nichts Schöneres, als Jesus seine Liebe einfach anzunehmen und zu sagen, Jesus, ich bin hier. Und du musst erstmal gar nichts tun, du darfst einfach nur empfangen. Und das ist das, was ich an Jesus liebe. Und durch das Empfangen unsere Werke werden sich verändern. Durch das Empfangen. Jesus tut das durch uns. Es ist nicht unsere eigenen Werke, es ist nicht, weil man selber so ein guter Mensch ist und man ist so demütig und so gehorsam. Hey, weil wir Zeit mit Jesus verbringen und weil Jesus unser Vorbild ist, wirkt Jesus in uns und das sind unsere Taten. Und das ist mein Wunsch für heute, für uns Frauen, für uns Mädels, dass wir wirklich auf unsere Knie gehen und sagen, Jesus, du bist meine erste Liebe. Kein Mann dieser Welt, kein Vater dieser Welt, keine Freunde dieser Welt können mich so lieben, wie du mich zuerst geliebt hast. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und unsere Identität aufhören, in dieser Welt zu suchen, aufhören, in Männer zu suchen, in dem Ganzen, was uns nicht erfüllt, dann, wir werden so ein schönes Leben leben, Leute, wirklich. Und es heißt nicht, dass es einfach wird. Dieses Jahr war für mich das schwierigste Jahr, das ich hatte. Es ist super viel schiefgelaufen. Aber selbst in dem Zerbruch war so viel Schönheit, weil ich wusste, dieser Zerbruch fällt in Gottes Hände. Und egal, wie stürmisch mein Leben aussieht, egal, was links und rechts von mir passiert, Jesus hält mich und Jesus ist da. Und es ist so viel einfacher, durchs Leben zu gehen mit Jesus, als ohne ihn. Es ist so viel schöner, durchs Leben zu gehen mit Jesus. Und gar nicht für ihn selber, sondern einfach für Jesus, weil er hat's verdient. Er hat's verdient. So, er hat unser Lob verdient. Er hat unser Worship verdient, egal, ob es uns gut oder nicht gut geht. Deswegen, ich glaube, mein Gebet für heute ist echt, dass wir einfach zurück auf die Knie gehen und sagen, Gott, mach mich zu einer Frau nach deinem Herzen. Mach mich zu einem Mädchen nach deinem Herzen. So, wisst ihr, ich stelle es mir immer so vor, es gibt so christliche Mädels und es gibt Frauen Gottes. Wisst ihr, was ich meine? Und ich wünsche mir, dass wir Frauen Gottes werden. Dass wir nicht nur sonntags in die Kirche gehen, nicht nur in die Church gehen, nicht nur mit christlichen Freunden chillen, weil es halt cool ist, so, weil die Leute nice ist, weil man es kennt, weil es ein Habit ist, eine Gewohnheit, sondern dass man sagt, ich will eine Frau nach dem Herzen Gottes werden. Und das ist ein langer Prozess und es ist ein langer Weg und das, glaube ich, wird man wahrscheinlich bis zum Rest seines Lebens lernen müssen, aber diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, I'm a woman of God, so, ich will da hinkommen. Come on. Genau. Das wollen wir, oder? Ihr Lieben, das wollen wir.